Ja, Weihnachtszeit ist ja auch Geschenkli-Zeit. Habt ihr schon gekauft? Nicht? Welcher Geschenkli-Typ bist du? Der Geschenkli-Typ, der eher Freude hat, wenn er rüberkommt? Oder der eher Freude hat, wenn er geben kann? Ich bin so etwas zwischendurch. Mehr eigentlich der geben kann, als rüberkommen. Aber wie auch immer. Wir haben es heute auch von Geschenkli, und zwar Sagen ist auch von Gott ist wie ein Geschenkli. Aber nicht ein Geschenkli, das wir einmal bekommen, sondern ein Geschenkli, das wie ein Fluss ist. Und das Sagen von Gott, wo so ein Geschenkli ist wie ein Fluss, ist so, dass wir wie einen Fluss von dem, was kommt, wieder weitergeben können. Ich liebe heute Morgen das Thema enorm. Das Thema gesegnet und zu segnen. Ich liebe es darum, weil es so lebensrelevant ist. Und weil ich in meinem Leben erlebt habe, dass es verhebt, dass es stimmt. Und wenn ich Menschen beobachte, und das darf ich jetzt schon ein paar Jahrzehnte machen, sehe ich, wie sich im Leben von Menschen bewahrheitet, dass das, was ich heute Morgen an der Reihe bin, darf predigen, dass es einfach verhebt und stimmt. Anderen Anteil geben an dem, was Gott in mein Leben eingelegt hat. Das weitergeben, was Gott in meinem Leben zum Blühen gebracht hat. Weiter verschenken, was ich bekommen habe. Wir haben einen längeren Text dazu, den ich später dann auslege. Steht im 2. Korintherbrief und ich möchte ihn vorlesen. Denkt daran, wer wenig sät, wird auch wenig ernten. Ganz simpel. Und wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Jeder soll für sich selbst entscheiden, wie viel er geben möchte, und soll den Betrag dann ohne Bedauern und ohne Widerstreben spenden. Gott liebt den, der fröhlich gibt. Er hat die Macht, euch mit seiner Gnade zu überschützen, damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht, und damit ihr sogar noch auf die verschiedenste Weise Gutes tun könnt. In der Schrift heißt es ja von dem, der in Ehrfurcht vor Gott lebt, er teilt mit vollen Händen aus und beschenkt die Bedürftigen. Das Gute, das er tut, hat für immer Bestand. Derselbe Gott, der dafür sorgt, dass es den Bauern nicht an Saat zum Aussäen fehlt und dass es Brot zu essen gibt, der wird auch euch mit Samen für die Aussaat versehen und dafür sorgen, dass sich die ausgestreute Saat vermehrt und dass das Gute, das ihr tut, Früchte trägt. In unserem Text geht es erst um Finanzen, aber ich möchte es heute viel, viel weiter machen, als dass es um Geld geht. Auch, aber vor allem um ganz viel anderes. Das, was wir als Segen bekommen haben, könnt weitergeben und könnt vervielfältigen. Die Frage ist, mit was hat Gott mich gesegnet? Was habe ich, was durch mich selber weiterfließen zu anderen Menschen? Wie könnte ich mit was mein Umfeld segnen? Was für Geschenke könnte ich weitergeben? Wir schauen uns den Bibeltext näher an. Er fängt ja ganz simpel an, was heisst, wer wenig sät, wird wenig ernten. Und da sehen wir das Bild vom Seemann. Es ist voll logisch, oder nicht? Wie sieht unser Leben aus? Sähe ich mit dem, was ich von Gott bekommen habe? Was ich im Menschenleben beobachte, ist Folgendes. Oft haben die Menschen wie einen Brunnen, der verstopft ist. Sie kommen zwar rüber, aber sie gehen nicht weiter. Und die Menschen, die in der Kirche sitzen und Predigt für Predigt hören, vielleicht schon seit Jahrzehnten, aber nicht weitergehen, die sind wie der Brunnen, der verstopft ist. Und irgendwann wird das, was sie überkommen, so gewöhnlich und so belanglos, so unbedeutend, dass sie es irgendwie gar nicht mehr fassen können, weil der Brunnen einfach voll ist
weil er keinen Abfluss hat. Es zeigt sich dann im geistlichen Leben von Menschen in Unzufriedenheit, Unausgefülltsein und Kritikgeist. Bald einmal ist man unzufrieden mit der Kirche, bald einmal mit Seben und dies und jenem, weil das Leben keinen Ausfluss hat. Ich habe genug Menschen erlebt und es hat mir genug wehgetan, wo ich das mit beobachten musste. Im Buch Haggai haben wir Analysen von Menschen, die alles für sich brauchen, selber verbrauchen und nicht weitergehen. Ich habe es nicht auf dem Screen, aber ich lese es euch vor. Haggai 1, 5 bis 6 und 9. Nun, so sagt der Herr Zebaoth, achtet gut auf eure Wege. Ihr sät viel und bringt wenig ein. Ihr esst und werdet doch nicht satt. Ihr trinket und werdet doch nicht betrunken. Ihr kleidet euch und könnt euch doch nicht wärmen. Und wer Geld verdient, der legt es in einen löchrigen Brunnen. Denn ihr erwartet viel und sieh, es wurde wenig. Und wenn ihr es auch heimbrachtet, so blies ich es doch weg. Warum das, sagt der Herr Zebaoth? Weil mein Haus zerstört ist und jeder sich beeilt, für sein eigenes Haus zu sorgen. Im Unterschied zu unserem Einleitungstext geht es da um Menschen, die zwar viel säen, aber die Ernte nicht teilen. Und dann sagt Gott im Haggai, ich schicke euch einen Fresser, einen, der alles wieder wegfrisst. Wenn ihr viel säet und das, was ihr erntet, nicht teilt, dann kommt der Fresser und frisst das wieder weg. Es ist wohl noch kein 3/4 Jahr her, seit dem Familienvater zu mir gekommen ist und gesagt hat, irgendwie, es zerrinnt mir alles zwischen den Fingern. Und ich habe ihm diese Stelle aus dem Buch Haggai vorgelesen. Wenn du so einen Fresser hast in deinem Leben, dann ist es Zeit, dass du den Fresser los wirst und anfängst zu teilen. Das, was du von Gott bekommen hast. Auf die verschiedensten Art und Weise teilen. Gottes Reich an den verschiedensten Orten mitbaust. Wir machen weiter in unserem Text. Jeder soll sich selbst entscheiden, wie viel er geben möchte und soll den Betrag dann ohne Bedauern und ohne Widerstreben spenden. Es geht weder bei den Finanzen noch bei anderen darum, dass es ein fixes Limit gibt. Gott ist nicht einer, der alles aufrechnet. Sondern der Bibeltext sagt uns, dass wir uns selber entscheiden, aber dass wir weitergehen von dem, was wir bekommen haben. Wenn du den Segen fließen lässt, dann mit Freude und nicht mit einem stinkigen Gesicht. Es ist eine Ehre, das, was wir bekommen haben von Gott, anderen Anteil geben. Es ist eine Ehre, von dem, was wir bekommen haben, anderen Anteil zu geben. Wir machen weiter. Er hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten, damit ihr in jeder Hinsicht und jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht, und damit ihr sogar noch auf die verschiedenste Weise Gutes tun könnt. Gott kann uns überschütten mit Segen, damit wir das haben, was wir brauchen zum Leben und noch darüber aus, dass wir weiterfließen lassen. Wir fühlen uns nicht in allen Bereichen für unser Leben gesegnet. Nicht in allen Bereichen für unser Leben haben wir zum Weitergeben. Aber es gibt bestimmte Bereiche und da ist jedes von uns dabei. Wir werden nachher Details anschauen miteinander. Ich glaube, jedes von uns kann sagen, ich bin in gewissen Bereichen von meinem Leben gesegnet. Ich bin so gesegnet in gewissen Bereichen, dass ich davon weitergeben kann. Wir machen weiter. Derselbe Gott, der dafür sorgt, dass es dem Bauern nicht an Saat zum Aussehen fehlt und dass es Brot zu essen gibt, der wird auch euch mit Samen für die Aussaat versehen und dafür sorgen, dass sich die ausgestreute Saat vermehrt und das Gute, was ihr tut,
Früchte trägt. Erlebst du die Fürsorge von Gott? In welchem Bereich? In welchem Bereich hast du Samen genug von Gott, um aus der Frucht wieder weiterzugeben, weiterfliessen zu lassen? Wer Sagen weitergibt, ist schlussendlich zufrieden. Weil das, was wir weitergeben, zu uns wieder zurückfließt. Nach dem Wort aus dem Buch Prediger: Lass dein Brot über das Wasser fahren, denn du wirst es finden nach langer Zeit. Lass dein Brot über das Wasser fahren, du wirst es finden nach langer Zeit. Eine andere Übersetzung sagt: Wirf dein Brot aufs Wasser und du wirst es wieder finden nach langer Zeit. Das ist jetzt, wenn man älter ist das ein Vorrecht. Wenn man ein Leben geführt hat, wo man weitergegeben hat vom Überfluss, wenn man weitergegeben hat vom Segen, ist es Vorrecht zu sehen, je älter man wird, wie Gott sich nicht lumpen lässt. Wie das, was wir gegeben haben, in der einen oder anderen Form wieder zurückfließt zu uns. Es ist eine geistliche Wahrheit, die ich von ganzem Herzen erfahren und erlebt habe. Seht es in die Familie. Oft ist ja die Kleinkinderphase nicht so lässig. Also schon, wir lieben Kinder, das ist klar, aber da wird gequengelt und da gibt es durchwachte Nächte und weiss ich was alles, oder? Ich habe das schon lange hinter mir, meine Enkelin, die älteste, ist schon 24. Aber es lohnt sich, zu investieren in die Familie. Weil man wird es nach langer Zeit wieder finden. Und jetzt, wo meine Enkel und meine Kinder grösser sind, kann ich ernten. Da kann ich ernten. Und das wünsche ich dir, liebe Mutter, lieber Vater, wenn du irgendwo da nicht recht weisst und irgendwie im Struggle bist mit kleinen Kindern, dass du immer wieder die Ernte vor Augen siehst, wenn du investierst. Meine Frau hat viel investiert in unsere Familie und wir dürfen viel Segen ernten. Was hast du an Segen weiterzugeben? Zum Beispiel Glaubensstärke. Bist du mit Glauben gesegnet? Es gibt so Menschen, die sind gesegnet mit Glauben. Die haben so einen felsenfesten Glauben. Dann gib den Glauben weiter. Dann gibt Menschen Anteil an dem Glauben. Jüngere Menschen, die den Glauben nicht haben. Anderen Menschen, im Alltag aussen, in der Kleingruppe, wo du bist, gib den Glauben weiter, den du hast. Die Glaubensstärke. Das Zweite ist das Abgestilltsein. Das ist ein komisches Wort, Abgestilltsein. Aber ich finde, das ist ein super Wort. Das trifft es. Das sind gläubige Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, die nicht immer schreien, mehr. Sondern Menschen, die abgestillt sind. Ich kann es nicht anders sagen. Menschen, die sich satt fühlen im Glauben. Gesättigt von Jesus. Die nicht jeden Sonntag in der Kirche sitzen und denken, oh, hoffentlich kommt jetzt das und hoffentlich kommt das und dieses und ich brauche noch etwas und das brauche ich und dieses. Natürlich sitzen wir alle in der Kirche und hoffen, dass wir das Wort bekommen. Aber es gibt einen Unterschied zwischen Menschen, die abgestillt sind und Menschen, die innerlich immer schreien, mehr. Und wenn du zu diesen abgestillten Menschen gehörst, und ich liebe die Menschen so, sie sind mir so ein Vorbild. Ich fühle mich so wohl in der Gegenwart von diesen Menschen. Wenn du abgestillt bist, dann gib das weiter. Dann teile das mit anderen Menschen. Wie du redest über den Glauben, wie du redest über die Kirche, wie du redest über das Leben, wie du redest über die Jesus- und Gottesbeziehung. Abgestillt sein. Manchmal trotz Schmerz und Grenzen anderen können Anteil geben an dieser Zufriedenheit im Glauben. Was für ein Geschenk, was für ein Segen wir das dürfen haben. Ich weiss,
was manchmal zuerst anreifen. Und darum ist das Nächste gerade zu sagen, innere Reife oder tröstet sein. Hast du innere Reife im Glauben? Bist du durch Tiefen gegangen im Leben und bist tröstet worden? So ist das ein Segen, das du hast, wo du anderen Menschen wieder weitergeben kannst. Andere Menschen trösten und anderen Menschen weitergeben durch deine innere Reife. Familie und Single. Bist du mit einer intakten Familie gesegnet? Mit Nestwärme gesegnet? Dann lad andere Menschen ein, teilzuhaben an deiner Familie. Wir haben als Familie oft andere Gespendli von unseren Kindern, die zerstörte oder zerwühlte Familien hatten, haben wir zu unserem Mittagstisch eingeladen oder zu unserem Nachtessentisch und sie dürfen bei uns übernachten und haben so ein Stück intakte Familie erleben. Oder letztens hat mir ein Mann gesagt von unserer Kirche zu Winterthur, er hat die Kollegin von der Tochter eingeladen auf Griechenland in die Ferien und es hat ihr dermassen gut tut, das in der Familie zu erleben und die Ferienart zu erleben. Oder als ich auf der Gasse gearbeitet habe, haben wir oft Leute von der Randgruppe eingeladen zu uns. Zum Schlafen oder zum Essen. Und das ist manchmal Straub zu und her gegangen. Sie haben manchmal ihre Schinkengipfel durch das Wohnzimmer durchgerührt, statt sie es gegessen hätten. Eine hat uns das Jugendlokal abgefackelt. Das war nicht immer nur so Friede, Freude, Eierkuchen gewesen. Aber wenn ich heute meine Töchter frage, was hat euch geprägt in der Kindheit, dann war es, dass wir Familie geteilt haben. Später, wo die Kinder grösser waren, haben wir auch junge Frauen, teilweise bis 3 Frauen bei uns aufgenommen in der Familie. Das ist nicht der Weg von allen. Haben auch nicht alle Platz dazu. Aber versteht ihr, Familie teilen, Familie kann so ein Segen sein, so ein Reichtum sein. Wenn wir so Familie teilen können, wow, es kommt wieder zurück. Unsere Kinder lernen zu teilen, unsere Kinder lernen Anteil geben. Und meine Töchter haben uns das Herz heute für Menschen vom Rang der Gesellschaft. Meine jüngere Tochter ist jetzt gerade auf dem Mercy Ship in Sierra Leone als Pflegefachfrau, um dort den Menschen zu dienen. Bist du als Single gesegnet, dann hilf anderen Single, den Weg zu finden, ein erfülltes Leben zu haben als Single. Seelsorgerliches Herz. Bist du mit einem seelsorgerlichen Herz gesegnet, so teil das den Menschen. Ich bin jetzt nicht so gesegnet mit einem seelsorgerlichen Herz. Zwar, wenn jemand kommt und ein Anliegen hat, dann helfe ich ihm gerne weiter in ein, Maximum 2 Gespräche. Dann geht es schon an mir vorbei, wenn ich das 3. Mal gleich höre. Dann müsst ihr nicht zu mir kommen. Dann gibt es Leute, die gesegnet sind mit seelsorgerlicher Begabung. Halleluja, meine Frau ist so eine. Da gehen die Leute immer zu meiner Frau und nicht zu mir. Bist du gesegnet mit praktischen Fähigkeiten? So teil das mit Menschen. Ich wohne ja in einem generationenübergreifenden Wohnen im Town Village in Winterthur. Da haben wir einen, der ist gesegnet mit so Wissen wie Computer und Handy geht, mit IT-Wissen. Und der macht jetzt alle 14 Tage, am Dienstagabend, kann man in den Gemeinschaftsraum gehen, ohne anzumelden, mit seinem Teil. Und der hilft einem, dass es wieder funktioniert. Das ist wunderbar. Manchmal stehen 4, 5 Leute da und manchmal hat es nur jemand und manchmal ist er auch allein, aber er wohnt ja gerade nebenzu auf dem Gemeinschaftsraum, also spielt ihm das keine Rolle. Bist du gesegnet mit Zeit oder mit bestimmten Fähigkeiten? Dann arbeite in der Kirche mit. Engagiere dich in Schulbehörden, in der Politik oder in Vereinen. Lass dich sagen, wenn du Zeit hast, weiterfließen oder Fähigkeiten, Gremien zu führen. Ich bin jetzt gesegnet mit Zeit. Ich bin schließlich pensioniert und arbeite nicht mehr so viel.
Ich arbeite ehrenamtlich in der Kirche zu Winterthur mit. Ich leite das 55 Plus mit meiner Frau. Und jetzt habe ich noch Zeit gehabt. Jetzt habe ich den Prosenektute geschrieben. Ich habe im Fall Zeit. Jetzt bin ich im Besuchsdienst von der Prosenektute. Ich musste einen Kurs machen. Aber ich kann immer etwas lernen. Es war mein Beruf das Leben lang, aber man kann immer etwas lernen. Und das mit dem Glauben haben sie dann auch noch angesprochen, weil es ein bisschen speziell ist, dass ein Pastor von einer Freikirche in den Besuchsdienst kommt. Jetzt habe ich meine erste Klientin bekommen, gehe mit der spazieren, gehe Kaffee trinken und weiss ich was. Das ist wunderbar. Ich kann teilen, was Gott in mich hingelegt hat. Wenn man ein bisschen kreativ ist, findet man schon Sachen. Und stell dir vor, ich gehöre zu den Pensionierten, die nicht gestresst ist. Nein, bin ich nicht. Ich lasse mich nicht stressen. Ich habe Bewusstsein, dass wenn Sachen kommen, ich mich dort einsetzen kann. Das Letzte kommt halt gleich noch, das sind Finanzen. Bist du mit Finanzen gesegnet, dann lass es weiterfließen zu bedürftigen Menschen oder in deine Kirche oder in Institutionen, in missionarische Gefäße. Lass dir von Gott zeigen, wo. Das ist etwas, das ich ganz stark halt mit verfolgen kann. Geschäftsleute, die sagen dir, ein Geschäft gehört Gott. Und von dem Sagen, das sie haben, im Geschäft weiterfließen lassen, dass ihr Geschäft blüht. Punkt. Das habe ich so oft erlebt. Ich liebe es, grosszügigen Menschen zu begegnen, die Möglichkeiten und Fähigkeiten haben, auch in den Finanzen, können das teilen, was sie haben. Was ich heute dir predigt habe, das ist reiche Erfahrung. Ich weiss, von was ich rede. Und ich bezeuge heute, wenn du gesegnet bist in einem Bereich, der Segen weitergibst, es lohnt sich. Und um die Predigt zusammenzufassen, habe ich euch noch ein Wort aus der Bibel zum Schluss. Gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch wieder messen. Ich lese euch nochmal vor. Gebt, so wird euch gegeben werden. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch wieder messen. Darf ich euch bitte aufstehen fürs Gebet? Jesus, du hast uns das vorgelebt. Du hast die Herrlichkeit beim Vater verlassen. Und du hast von dem Segen vom Vater weitergegeben. Du hast so viel weitergegeben, dass es sogar dein Leben gekostet hat. Danke vielmals. Heiliger Geist, lehre uns. Weil das Geschenk vom Segen einfach so fließt, vergessen wir es manchmal und haben die Augen nicht mehr davor. Heiliger Geist, lehre uns, in welchem Bereich vom Leben wir gesegnet sind. Und lehre uns und schenke uns Gelegenheiten, offene Augen, offene Ohren, wo wir das sagen, was wir haben, wieder weitergeben können. An andere Menschen, an unsere Kirche, in die Mission, wo auch immer. Und ich bitte dich heute Morgen besonders für die Familien unter uns. Es sind so viele zerrüttete Familien.
Ist so viel kaputt und zerstört und angefressen. So. Schenk du diesen Familien, die dürfen gesegnet sein von uns. Kreativität. Familien können weiterzugeben. Aber auch egal wer da innen ist, es ist so viel Einsamkeit in dieser Welt. Lass uns kreativ sein, anderen Menschen zu begegnen mit dem, was du uns gegeben hast. Wenn wir kommunikativ sind, andere Menschen können Anteil geben am Leben und ihnen helfen, ein Stück Einsamkeit abzulegen. Lass uns in dieser Weihnachtszeit, wenn wir Geschenke bekommen und verteilen, daran denken, dass es fließende Geschenke gibt. Dein Segen. Ich will dir für dein Segen in meinem Leben danken. Ich will bis zum letzten Atemzug das, was du mir Altes entsprechend schenkst, anderen Menschen weitergeben. Amen. Wir dürfen absitzen.